Hallo miteinander und willkommen auf dem Kanal Swiss German with Tom. Das ist heute mein erstes Video, ehrlich gesagt, auf dem Kanal, ganz auf Schweizerdeutsch. Mit dem Kanal hoffe ich, dass es ein weiteres Medium ist, das euch hilft, im Schweizerdeutsch ein bisschen Fuß zu fassen und ein bisschen Vertrauen überzukommen. Und heute haben wir das erste Video. Ich habe das Setup gemacht, bin ein bisschen gespannt auch, natürlich. Ich werde eine Geschichte vorlesen. Ich glaube, wir legen los und ich wünsche euch viel Spaß. Oh ja, hätte ich noch fast vergessen zu sagen, Transkripts, also Abschriften vom Video auf Schweizerdeutsch und Hochdeutsch findet ihr auf meiner Patreon-Seite. Also wenn ihr Interesse habt, schaut doch auch dort vorbei. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder sogar abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Eine Reise durch die Schweiz im Jahr 1608. Trink- und Badeseiten, Modevorlieben, Umgang mit dem Tod. Die erstaunlichen Beobachtungen vom englischen Reisenden Thomas Coryatty 1577 bis 1617 in der Schweiz vom frühen 17. Jahrhundert. Nicht immer schon hat die Schweiz als bevorzugte Reisedestination gegolten. Bevor ab dem 18. und 19. Jahrhundert zuerst Naturbegeisterte und nachher Touristen in die Alpen geströmt und die hiesige Berglandschaft bewundert haben, ist die Alteidgenossenschaft vor allem als beschwerliches Transitland angesehen gewesen. Kein Wunder hat es dort das Land um 1600 keine grössere Sehenswürdigkeiten gegeben, nie ein Fürstenhof, die Städte sind eher klein gewesen und die Alpenüberquerung hat als gefährlich und entbehrungsreich gegolten. Ohnehin ist dortmals Reisen als Selbstzweck und das damit verbundene genussvolle und interessierte Entdecken von Land und Leuten noch eine Seltenheit gewesen. Es hat aber bereits einzelne Vorreiter gegeben, die sich aus Neugierde und Abenteuerlust auf den Weg gemacht haben, fremde Länder zu entdecken. Ein solcher früher Reisender ist eben der Engländer Thomas Coryatty gewesen, der auf seiner Streifzüge durch Europa im Jahr 1608 auch die Eidgenossenschaft besucht hat. Über seine Beobachtungen sind wir durch einen kurzwilligen Reisebericht unterrichtet, wo der schillernde Namen trägt Coryat's Crudities, hastily gobbled up in 5 months travels. Auf Schweizerdeutsch ungefähr Coryattys Rohkost, hastig abgeschlungen während einer 5-monatigen Reise. Die 1611 publizierte Darstellung ist seinem Gönner, dem englischen Prinz Henry Frederick, gewidmet gewesen. So eigenwillig wie der Bericht ist auch sein Verfasser. Der Thomas Coryatty ist als Sohn von einem Pfarrer im englischen Somerset geboren worden. Nach dem abgebrochenen Studium zu Oxford ist er in den englischen Fürstendienst eingetreten, wo er sich aufgrund von seinem geselligen Wesen vor allem als Witzli-Reisser einen Namen gemacht hat. Neben seiner Sprachbegabung und Wortgewandtheit ist seiner Zeitgenossen auch eine gewisse Aufblasenheit und persönliche Geltungssucht ins Auge gefallen. Möglicherweise hat dem Coryatty seine eigene Rolle am Hof bald nicht mehr gepasst. Jedenfalls hat er sich im Jahr 1608 zu einer Europareise entschlossen. Allein und häufig zu Fuss ist er durch Frankreich, Oberitalien, über die Alpen und das heutige Deutschland gereist, bevor er auf London zurückgekehrt ist. Die Reiselust war dadurch nicht gestillt gewesen, sondern hat der Engländer nach seiner Rückkehr erst recht gepackt und so ist er ein paar Jahre später bis auf Indien gewandert, wo er dann 1617 an einer Dysenterie gestorben ist. Die Schweiz macht demnach lediglich einen kleinen Fleck auf der grossen Weltkarte von Thomas Coryatty aus. Nur gut 10 Tage hat der Engländer in der Eidgenossenschaft und im Bündner Gebiet verbracht. Seine Aufzeichnungen beschränken sich auf die Hauptstationen von seiner Reise: Chur, Wallenstadt, Zürich, Baden, Rheinfelden und Basel.
Anders als spätere Reiseautoren hat sich der Coriatti nicht für die wilde Naturlandschaft, sondern für das alltägliche Leben der Schweizerinnen und Schweizer interessiert. Von den vielen Beobachtungen vom Engländer dürften uns einige heute noch bekannt vorkommen. In Zürich hat sich der Coriatti öppe über seine Schlafstätte gewundert. Zürcherinnen und Zürcher würden sich nämlich nicht wie seine Landsleute mit einer Decke zudecken, sondern mit einem grossen und sehr weichen Daunenküssi, das warm haltet und trotzdem leicht sei. Die noch heute verbreitete Vorliebe der hiesigen Bevölkerung für ihre Duvet scheint also tief verwurzelt zu sein. Lobenswert erscheint dem Coriatti weiter die generelle Sicherheit im Land. Die Leute sagen ehrlich und wir können ohne jegliche Angst allein mit grösseren Geldbeträgen unterwegs sein. Denn Raubüberfälle kommen so gut wie nie vor. Für ein bisschen Stirnrunzeln hat hingegen die eigentümliche Schweizer Art gesorgt, Distanzen anzugeben. Denn frage ich mir jemand danach, wie weit es bis zu einem bestimmten Ort sei, dann kommen wir statt einer Meile eine Stundenangabe über. Nie sonst in der Christenheit würde das so gehandhabt. Und die Information sei auch unnütz, weil ja schliesslich nicht jeder im gleichen Tempo wandert. Auch da dürfte uns bekannt vorkommen. Noch heute wird auf unserer Wanderwegweiser, im Gegensatz zu der Praxis in vielen anderen europäischen Ländern, die Distanz nicht in Kilometer, sondern in Stunden und Minuten angegeben. Eine besonders bekannte Erzählung gibt der Coriatti in Verbindung mit einem Besuch im Zürcher Zeughaus wieder. Ein Student führt ihn um und präsentiert ihm neben dem aktuellen Waffenstand auch ein paar Antiquitäten. Am Engländer sind nicht nur viele Banner und Feldzeichen gezeigt worden, wo die Helvetier angeblich in ihrem Kampf gegen den Julius Caesar verwendet hätten, sondern auch das Schwert von Wilhelm Tell. Eine geradezu eine fantastische Sammlung, die das Zeughaus zu bieten hatte, wenn man bedenkt, dass nur sehr spärliche Relikte aus dem 1. Jahrhundert vor Christus erhalten sind und es sich beim Wilhelm Tell um eine mythische Figur handelt. Was auch immer einem gutgläubigen Engländer gezeigt worden ist, scheint mächtigen Eindruck hinterlassen zu haben. Coriatti hat sich nämlich dadurch veranlasst gefühlt, den schweizerischen Gründungsmythos samt Öpfelschuss und Rüttlischwur nachzuerzählen, womit da die erste Wiedergabe von der Tell-Saga in englischer Sprache darstellt. Ein kritisches Wort hätte Coriatti dennoch anzubringen gehabt. Statt dem Tell sein Schwert hat er lieber den Pfeil besichtigt, mit dem der Meisterschütz den Tyrann Gessler erschossen hatte. Neben den vielen Aspekten, die uns heute noch vertraut erscheinen, hat der Coriatti auch Sachen über die Schweiz im frühen 17. Jahrhundert zu berichten, die fremd anmuten. So hat der Engländer etwa die Lebensmittelversorgung in Zürich so gut gefunden, dass man da so billig wie nie in der Schweiz oder in Deutschland leben kann. Weiter beschreibt der Coriatti die Schweizer Trinkseite, die er für vergleichbar mit derjenigen der Deutschen gehalten hat. Er hätte aufpassen, Trinkaufforderungen von seinen Tischgenossen nicht allzu oft nachzugeben, um nicht zu tief ins Glas zu schauen. Es sei Seite entweder zu trinken oder sich zu verzeihen. Es möge fremd anmuten, wenn ein Engländer, heute zumeist den besonders trinkfesten Nationen zugerechnet, auf die besondere Trinkfreudigkeit der Schweizer verweist. Das war allerdings in dieser Zeit selber keine Seltenheit gewesen. Auch der spätere englische Gesandte in der Eidgenossenschaft, der Abraham Stanion, hat so seine Erfahrungen mit dem übermäßigen Alkoholgenuss der Schweizer gemacht. So hat er etwa seinen Ruf zu verteidigen gehabt, nachdem es Zürichs böse Gerücht aufgekommen ist, er wäre ihm Trinken abgeneigt. Ebenfalls für uns eher ungewohnt ist der lockere Umgang, der zwischen den Geschlechtern in den Bädern von Baden gepflegt worden ist,
wie da vom Coriaty mit deutlicher Empörung beschrieben wird. Frauen und Männer, nicht miteinander verheiratet, würden nämlich gemeinsam baden, nackt von der Hüfte aufwärts und nur getrennt durch Holzwände mit Fenstern drinnen. Der Umstand ist im Coriaty geradezu skandalös erschienen, wie seine Notizen zeigen. Ich betone es noch einmal. Einem Mann sein Weib mit nacktem Oberkörper im gleichen Bad mit einem anderen Mann. Und es ist dem Ehemann nicht erlaubt, Eifersucht zu zeigen, wenn er neben dem Bad steht und so viel Grund hätte, eifersüchtig zu sein. Falls er verheiratet wäre, so der Coriaty, würde er seiner Frau die Art von Baden jedenfalls niemals erlauben, aus Angst, dass sie ihm untreu werden. Weiter beschreibt der Coriaty in seinem Bericht die damalige Kleidermode zu Zürich und zu Basel. Er hat sich darüber gewundert, dass alle männlichen Bewohner von der Stadt Zürich und Basel, sei es 10-jährige Buben oder 100-jährige Greise, eine Schamkapsel, ein Codpiece haben. Der Hosenlatz, der direkt vor den Genitalien getragen worden ist und im militärischen Kontext ursprünglich als Schutz dient hat sich in der Mitte vom 16. Jahrhundert in ganz Europa zu einem modischen Accessoire entwickelt. Dann ist die Schamkapsel sogar ausgestopft und mit Bändern verziert worden, um die männliche Potenz hervorzuheben. Doch auch schon damalige Modeströmungen sind kurzlebig gewesen. Gegen Ende vom 16. Jahrhundert ist die Schamkapsel in den grössten Teil von Europa schon wieder verschwunden gewesen. Bis eben auf gewisse eidgenössische Gebiete. Die Schweizer scheinen hier in der Kleidermode hinten zu hinken. Auch bei den Frauen hat der Coriaty gewisse Auffälligkeiten beobachtet, die er als sonderbar und wunderlich beschreibt. Sie würden nämlich ihre Haare in 2 langen Flechten tragen, wo weit über die Schultern abhängen und wo sie mit hübschen, seidenen Bändern in allen möglichen Farben durchwindet. Was der Engländer hier schildert, erinnert stark an eine Zopffrisur, wie sie heute noch ab und zu von Mädchen getragen wird. Die Baslerinnen scheinen es am Coriaty besonders angetan zu haben. Nur selten auf seiner Reise hätte er ebenso schöne und ansehnliche Frauen angetroffen wie zu Basel. Natürlich kommen aber auch die Baslerinnen nicht ganz an die Engländerinnen an, denen der Coriaty schlussendlich wegen ihrer natürlichen Schönheit doch den Vorzug gegeben hat. Nicht nur die heiteren und schönen Seiten vom schweizerischen Kulturleben findet im Coriaty sein Bericht Erwähnung. Mehrmals thematisiert er auch die hiesige Umgang mit dem Tod. Erstaunt zeigt er sich etwa über die Beihäuser in und in der Nähe von der Stadt Baden, wo auftürmte Knochenhaufen aufbewahren. Warum man das so mache, wisse er nicht. Ebenfalls irritiert hat ihn die Zürcher Begräbnispraxis, wo sogar die bedeutendsten Kirchenmänner und Reformatoren schmucklos und ohne Inschrift begraben wird, so dass man ohne einen Führer nicht herausfinden könne, wer genau wo liege. Darüber hinaus findet sich im Bericht eine Aufzählung von den 5 Hinrichtungsarten, die nach dem Coriaty in der Eidgenossenschaft dazumal üblich gewesen sind. Enthaupten für Strassenräuber und Blutschänder, Erhängen von Dieben und Brandstifter, Ertränken für ehebrecherische Frauen, Verbrennen für Hexen, Zauberer und Ketzer und letztlich Rädern für Mörder. Was uns hier fremd vorkommt, ist für den Coriaty keineswegs unbekannt gewesen. Und der Anblick von einem Galgen, wie er den etwa am Stadtausgang von Rheinfelden beschreibt, hat ihn nicht verschrecken. Ein Coriaty sein Bericht ist für uns darum so wertvoll, weil er nicht nur Außergewöhnliches, sondern auch Alltägliches aus der neugierigen Aussenperspektive beschreibt. Gerade lebensweltliche Details werden in schweizerischen Eingeschreibungen kaum je erwähnt. Warum auch sollte ein Zürcher vom 17. Jahrhundert aufs Papier bringen, dass er sich zum Schlafen mit einem Daunendüwe zudeckt, wenn er selber nichts anderes kennt und da offensichtlich alle anderen in der Stadt auch so machen? Im Reisebericht vom Coriaty zeigt sich eine Schweiz,
in deren Annehmlichkeiten vom Leben, wie etwa eine gute Lebensmittelversorgung und sichere Strassen bereits zum Alltag gehört haben. Gleichzeitig mögen die ausgelassenen Trinkseiten sowie die fröhlich und jegliche Prüderie abgeneigte Badekultur nicht unbedingt mit dem üblichen Bild von einer eher ernsten und seitenstrengen hiesigen Bevölkerung in Übereinstimmung gebracht werden. Gerade das Zusammentreffen von Fremdem und Bekanntem macht der außergewöhnliche Reisebericht vom Engländer so lesenswert.